Nein, Cheyenne, ich kann heute nicht mit dir hängen. Anisa hebt mit einer Hand ihr Handy und mit der anderen packt sie ihre Sporttasche. Wieso? Weil heute Match ist, Cheyenne, Viertelfinal. Wie? Was für eine Überraschung. Oh, okay. Also ich warte auf dich, aber mach schnell. Anisa töckelt nervös auf ihrem Handy herum. Schon 10 ab 1. Ungeduldig schaut sie zum Fenster raus. Weit und breit ist kein Cheyenne zu sehen. Was macht die noch so lang? Egal, sie muss los. Anisa stürmt aus dem Zimmer und saust an ihrer Mutter vorbei. 2 Minuten später sitzt sie auf dem Velo. Seit Anisa sich überschwätzen lassen hat, die verletzte Uma bei den Juniorinnen von Fortuna Wiesengrund zu ersetzen, hat sich ihr Leben total verändert. 2-mal in der Woche Training und fast jeden Samstag Match. Die Frau Dragic, Trainerin von Fortuna, hat gesagt, Anisa sei ein Naturtalent mit einem super Ballgefühl. Anisa war mega stolz. Und Cheyenne, der Anisa ihre beste Freundin, hat gesagt, Anisa muss unbedingt Profifußballerin werden. Am besten eine mit ganz viel Fame, so wie Alicia Lehmann. Aber jetzt müssen sie zuerst einmal den Cup-Pokal holen. Anisa, ihr Team, ist näher dran und hat es schon bis ins Viertelfinale geschafft. Anisa ist sicher schon 100-mal vor dem Spiegel gestanden und hat so getan, wie wenn sie den Pokal küssen würde. Aber das hat sie niemandem erzählt. Nicht einmal ihrer besten Freundin, der Cheyenne. Auf dem Sportplatz angekommen wird Anisa schon von der Stürmerin von Fortuna Wiesengrund, der Nala, erwartet. «Los, schnell umziehen, Anisa, wir sind schon am Aufwärmen!» Nala hüpft seitwärts an der Anisa vorbei und überkreuzt dabei die Arme über dem Kopf. Frau Dragic, die Trainerin, steht vor einem Clubhaus. Neben ihr ein grosser, dicker Mann mit Glatze in einem violetten Pulli. Er schwätzt mit einer jungen Frau. «Hey Nala, wer ist der Mann dort? Ist das der Trainer vom FC Hurtighausen?» Nala schüttelt wie wild den Kopf und kichert. «Kennst du nicht? Das ist unser Präsident Mario Möckli und die Frau ist vom Stadtblatt. Die Frau Dragic hat gesagt, die will über uns ganz einen langen Artikel schreiben, mit Foto.» Anisa staunet. «Wow, das ist ja mega cool, wir kommen in der Zeitung.» Die Frau Dragic klatscht in die Hände. «Nicht schwätzen, Mädels, weitermachen, so wie immer. Zeigen wir denen, was wir können. Es ist wichtig, was die Zeitung über uns schreibt.» Jetzt laufen alle Mädchen rückwärts bis zur Grundlinie. Anisa trampelt in ein Loch und geht um. «Aua! Mann, da hat's überall Löcher im Rasen!» Nala streckt ihre Hand an, um ihr aufzuhelfen. «Ich weiss, ich gehe auch dauernd um. Der Rasen ist voll Katastrophe.» Dann hört man plötzlich ein lautes Gekläffe, das immer näher kommt, und eine Stimme, die der Anisa ziemlich bekannt vorkommt. «Aus, Berli, aus!» Es ist Cheyenne, der Anisa, ihre beste Freundin. Aber, oh nein, sie marschiert mit ihrem pinken Rollköfferli mitten übers Spielfeld. Sie klammert sich krampfhaft an eine Leine. Am anderen Ende der Leine zieht eine kleine weisse Pelzkugel. «Überraschung! Das ist der Bärli! Ich darf ihn hüten, solange meine Cousine im Praktikum ist. Gell, mega süß!» Der Bärli gumpelt wie wild an der Anisa rauf. «Ja, süß, Cheyenne, aber du kannst nicht mit ihm aufs Spielfeld.» «Wieso? Er will ja noch ein bisschen am Gras schnüffeln. Komm, sitz, Schatzi, gib der Anisa das Pfötli. Schau, er hat dich gern.» Der Bärli knabbert jetzt an der Anisa ihrem Schuhbändel und Nala und noch 2 andere Spielerinnen versuchen, die kleine Pelzkugel zu streicheln. «Jö, mega süß», sagt Nala. Während die Mädchen mit dem Bärli beschäftigt sind, mustert Cheyenne kritisch der Anisa ihre Frisur. Der Anisa ihre Haare stehen auf all Seiten ab. Nein, so kann ihre BF unmöglich spielen. Aber zum Glück hat Cheyenne wieder mal an alles gedacht. «Hey Anisa, ich habe den Föhn dabei, falls du noch schnell die Haare waschen willst. Also ich würde, wenn ich...» Aber Cheyenne kann nicht ausreden. Weil durch den Lautsprecher hört man jetzt eine hässige Mannenstimme krächzen. «Hüng augenblicklich vom Spielfeld ab! Das ist ein Fußballplatz und kein Streichelzoo!» «Oh mein Gott, das ist der Platzwart, der Herr Müller. So peinlich!» sagt Anisa. Der Bärli fängt an knurren und grabt mit den Hinterpfoten wie wild ein neues Loch in den Rasen.
Cheyenne, du musst jetzt gehen. Anisa schupft ihre Freundin in Richtung Seitenlinie. Cheyenne mutzt, der Typ sei ein spiessiger Hundehasser und sie doch nur schnell der Anisa den Bärli zeigen. Und nochmal hört man aus dem Lautsprecher «Sofort den Hund vom Rasen!» Cheyenne verdreht die Augen. «Ja, ich bin schon weg.» Punkt 4 ist Abpfiff. Das Team der Anisa kommt von Anfang an gut ins Spiel. Die Anisa schafft es immer wieder, den Gegnerinnen vom FC Hurtighausen den Ball wegzuschnappen. Es sind noch keine 10 Minuten gespielt, schon haben sie die zweite Goalchance. Die Anisa rennt führen, Nala rennt mit, die Anisa passt und Nala schiesst. Goal! Kräht Cheyenne. Der Bärli bellt wie wild und will schon wieder aufs Spielfeld rennen. Aber Cheyenne hebt ihn fest an der Leine. Kurz vor Schluss steht es 4:1 für Fortuna Wiesengrund. Und dann ist der Match vorbei. Die Anisa jubelt und klatscht mit den Nala ab. Unglaublich! Sie haben es geschafft! Sie sind im Halbfinale! Cheyenne rennt auf den Rasen. «Hey, ihr habt sowas von dem Viertelfinale gewonnen! Ihr seid die Grössten!» Cheyenne behauptet, das liege natürlich am Bärli, wo dem Team Glück breche. Stolz marschiert sie neben der Anisa zum Clubhaus. «Wir können mit dem Bärli zu mir heim feiern. Du weisst doch, am Samstag ist bei uns immer Pizza-Bestellabend.» Anisa schüttelt den Kopf. «Hey, ich kann jetzt noch nicht gehen. Jetzt gibt es so eine Art Pressekonferenz mit unserem Präsidenten und einer Frau von der Zeitung. Sie schreibt einen Bericht über uns und will noch ein Foto vom ganzen Team machen.» Cheyenne schaut um. Dann zeigt sie mit dem Finger auf den Platzwart Ueli Müller. «Wer ist der Präsident? Der Hundehasser dort vorne?» «Nein, denk der dort mit dem violetten Pulli und der Glatze. Komm mit Cheyenne.» Der Präsident Mario Möckli steht vor dem Clubhaus und grinst wie ein Maienkäfer. Neben ihm ist immer noch die junge Frau von der Zeitung. Sie hebt ihm ein Aufnahmegerät unter die Nase. Die Mädchen von Fortuna Wiesengrund stehen um die beiden herum, um zu hören, was der Präsident erzählt. Auch ein paar Mütter von den Junioren sind da, weil die Buben nachher auch noch Match haben. Eine Mutter zeigt hässig auf die Journalistin und flüstert ihrer Kollegin ins Ohr, sie wisse nicht, was das Affentheater soll. Ihr Sohn spiele schon lange bei Fortuna und die Zeitung sei noch nie gekommen. Die andere nickt und verzieht das Maul. Also, Herr Möckli, zuerst einmal herzliche Gratulation zum heutigen Sieg. Ich nehme an, Sie sind stolz auf Ihre Juniorinnen. Der Herr Möckli räuspert sich und sagt mit lauter Stimme: «Natürlich. Es ist das erste Mal, dass eine Mannschaft, also ich meine natürlich eine Frauschaft, von Fortuna im Juniorinnen-Cup im Halbfinale steht. Unsere Burschen haben das noch nie geschafft.» Die Journalistin lächelt. Sie haben ja gesagt, der Erfolg des Teams hänge auch damit zusammen, dass Sie den Frauenfußball speziell fördern. Der Mario Möckli zuckt zusammen. Ganz genau. Fortuna Wiesengrund ist ein fortschrittlicher Verein, der die Leistungen von allen Sportlern und eben auch Sportlerinnen will gebührend anerkennen. Der Mario Möckli grinst zufrieden. Die Journalistin runzelt die Stirn. Jetzt will sie genau wissen, wie dann die Frauenförderung im Detail aussieht. Das Mal muss der Präsident ein bisschen länger überlegen. Dann erzählt er von eigenen Kabinen, die die Mädchen künftig haben sollen. Ein Jubeln geht durch das Team der Juniorinnen. Der Herr Möckli ist jetzt ganz in seinem Element. Ja, und neue, pfiffige Trikots kommen die Mädchen auch noch über. Also Trikots und eine eigene Kabine, wiederholt die Journalistin. Der Herr Möckli holt tief Luft. Ja, aber das Beste kommt noch. Wenn ihr den Pokal gönnt, meine Damen, gibt es noch einen neuen Rasen obendrauf. Jetzt klatschen und johlen alle wie verrückt. Der Präsident Möckli redet sich richtig ins Feuer und erzählt der Journalistin, der Club hat beim Gartencenter noch ein schönes Plätzchen Wiese. Und das können wir ohne Probleme in einen Fußballplatz für die Mädchen umfunktionieren. Aber natürlich nur, wenn sie gewinnen. Ein bisschen Anspruch muss sein. Nicht wahr, Jolanda? Frau Dragic grinst auf den Stockzähnen. Von diesem Rasenprojekt hört sie zum ersten Mal. Die Journalistin lobt zum Schluss den fortschrittlichen Präsident und wünscht dem Club weiterhin viel Erfolg.
Der neue Rasen ist bei allen ein grosses Thema. «Jetzt müssen wir nur noch gewinnen», sagt Nala. Der Diogo aus dem Bubenteam grinst. «Ich mag sie ja gönnen, aber so nahe wie ihr sind wir im Fall auch schon am Pokal gsi. Der Möckli hat keine Ahnung.» «Sicher gönnen wir», sagt Nala und grinst. Und der Diogo macht das, was er am wenigsten gern macht. Die Würste auf dem Grill verteilen. Eine der Bubenmütter will jetzt vom Herrn Möckli wissen, wo dann die neue Garderobe ankäme. Es hat doch gar nicht genug Platz im Clubhaus. Aber auch da hat der Präsident schon eine Lösung parat. Das sei kein Problem, sagt er. Die Mädchen bekommen vorläufig die Garderobe der Buben. «Ja, und die Buben, wo sollen die hin?» fragt die Mutter entsetzt. Aber der Präsident hört nicht mehr zu und erzählt Frau Dragic jetzt ausführlichst, wie er vor ein paar Jahren die berühmte Fußballerin Marta kennengelernt hätte. Nala stupft Anisa und grinst. Die Geschichte hat er schon 100-mal erzählt. Dann sagt Nala mit lauter Stimme zu ihren Teamkolleginnen: «Hey Leute, ich will keine Sekunde mehr auf dem löchrigen Rasen spielen. Wir müssen den Pokal holen.» «Was für ein Pokal?» «Mann, Cheyenne, denk den Göpp-Pokal. Ich will ihn küssen. So.» Anisa tut so, wie wenn sie einen Pokal küssen würde. Alle lachen. Seit heute ist die Chance, dass das klappen könnte, gar nicht mehr so weit weg. Aber dann wird das Geschwätz auf der Terrasse plötzlich von einem unangenehmen Lärm unterbrochen. Alle heben sich die Ohren zu. Oh nein! Der Benno Burkhardt vom Gartencenter nebendran ist mit seinem Laubbläser unterwegs. In einer Seelenruhe bläst er ein paar Blättchen vom Spielfeldrand. Als er fertig ist, kommt er auf die Terrasse. «Bröstli, Benno! Auf den Frauenfußball!» kräht ihm der Präsident Möckli zu. «Trinkst du auch noch eins mit uns?» Als nächstes stößt der Herr Möckli mit der Jolanda Dragic aufs Team an und Anisa und Cheyenne stehen mit den anderen Spielerinnen in einer Einerkolonne bei den Getränken an. Auch die Mütter sind immer noch auf der Terrasse und schauen kein bisschen freundlicher rein. Der Möckli will sich nur profilieren, schimpft die eine. Und die andere sagt, ihr Sohn spiele schon seit ewig da und ein neuer Rasen sei noch nie ein Thema gewesen. Der Benno Burkhardt zuckt mit den Schultern. «Ja, ist schon gut, wenn sie den Mädchen Fußball fördern wollen. Meine Nichte spielt auch Fußball, Steckbohren.» Der Uli, der Platzwart, stopft sich ein grosses Stück Wurst ins Maul. «Also, gell, du weisst schon, Benno, wenn der neue Rasen tatsächlich kommt, kannst du deinen Kulturpark vergessen. Der feine Rasen kommt zu dir bis zum Gartencenter nachher. Und dieser Platz gehört gäng noch am Club.» «Blödsinn, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Zuerst müssen sie mal gewinnen.» Die Juniorinnen von Fortuna Wiesengrund haben sich mit je einem Glasse unter einem Baum auf der anderen Seite vom Spielfeld bequem gemacht. Das Glasse ist von der Trainerin der Frau Dragic spendiert. Cheyenne lässt sich neben der Anisa ins Gras plumpsen, während der Bärli aufgeregt um einen Busch herumjagt. «Ich habe eine super Idee», sagt Cheyenne. «Was haltet ihr davon, wenn der Bärli euer Maskottchen wird?» Anisa zupft Cheyenne am Ärmel und kichert. «Schau dort, das Maskottchen bisselt gerade an den Torpfosten.» «Ja und? Er muss markieren, das machen alle Hunde.» Cheyenne hat schon wieder 1000 Ideen. Sie erzählt den Spielerinnen, sie hätte auch schon einen Designvorschlag für die neuen Trikots. Knallgrün mit gelben Ärmeln und so gelben Blitz. Sind ihr dabei? «Mega», sagt Nala, und die anderen sind auch begeistert. Cheyenne rennt zurück zum Clubhaus, um ihre guten Ideen gerade sofort dem Präsident Möckli und der Frau Dragic zu erzählen. Der Bärli jagt ihr bellend hinein. 2 Wochen später postet Cheyenne die neuen Trikots auf TikTok. Anisa und Nala stehen Modell. Es hagelt nur so von Likes. Aber es gibt auch böse Kommentare. Jemand mit dem Namen Supermutti schreibt, «Wieso bekommen die Mädchen neue Trikots und die Jungs nicht?» Und der andere, «Machen die jetzt einen auf Modeschau?» Aber das ist der Cheyenne egal. «Nicht beachten», ratet sie der Anisa. «Was jetzt da fehlt, ist ein cooles Teamfoto in den neuen Trikots», findet Cheyenne. «Das müssen wir unbedingt noch machen vor dem Halbfinale.» Am Mittwochnachmittag begleitet Cheyenne Anisa zum Training. Cheyenne küchert.
Über ihrer Schulter hängt eine grosse blaue Tasche mit allen neuen Trikots. Sie stellt die schwere Taschen ins Clubhaus und rennt dann zum Spielfeld. «Ich mache jetzt schon ein paar Profifotos von euch», sagt Cheyenne stolz. Während dem ganzen Training rennt sie wie ein Wespe neben dem Spielfeld auf und ab und gibt Anisa Anweisungen. «Hey Anisa, kannst du bitte zu mir schauen? Oh nein, jetzt ist schon wieder jemand ins Bild gerannt. Leg den Böllen weg. Wir machen eins ohne Böllen. Nur schnell. Schön. Und jetzt du, Nala.» So macht sie weiter, bis es der Frau Dragic zu viel wird und sie der Cheyenne sozusagen die rote Karte gibt. Cheyenne zuckt mit den Schultern. «Sorry, dann warte ich halt bis zum Schluss. Dann mache ich sowieso ein Foto von allen in den neuen Trikots.» «Sehr gut, Cheyenne.» Die Frau Dragic pfeift und Cheyenne läuft vergnügt zum Clubhaus. Aber dann bleibt sie wie vom Blitz getroffen stehen. Wo sie zum Töckeli-Kasten schaut, also dort, wo sie die blaue Tasche angestellt hat, ist keine Tasche mehr rum. «Scheibe! Wo sind die Trikots?» Cheyenne spürt, wie ihr Herz bis zum Hals aufklopft. Sie rennt zurück zum Spielfeld und winkt Anisa wie wild. Aber wo statt der Anisa die Nala schaut, tut Cheyenne so, wie wenn nichts wäre. «Hallo Nala!» «Nur nichts anmerken lassen», denkt sich Cheyenne. «Das alles ist zu schlimm.» Endlich sieht Anisa Cheyenne winken und kommt zu ihr an. «Was ist los? Wir sind noch mitten im Training», faucht Anisa. «Trikots, sie sind nicht mehr rum», flüstert Cheyenne. «Was? Trikots sind weg?» «Psst, Anisa, nicht! Nicht, dass es die anderen hören!» Nach dem Training suchen Cheyenne und Anisa das ganze Clubhaus ab. Aber die blaue Tasche ist nie. «Was mache ich jetzt? Die Trikots waren mega teuer. Vielleicht hat es jemand am Kiosk abgegeben. Komm, wir fragen den Diogo, er arbeitet heute am Kiosk.» Der Diogo ist nicht allein. Seine Mutter ist auch da und schwätzt mit dem Uli am Platzwart. «Hey Diogo, ist eine blaue Tasche mit unseren Trikots abgegeben worden? Sie ist unter dem Töckeli-Kasten gelegen.» Der Diogo schüttelt den Kopf. «Nope, ich habe keine Tasche gesehen, sorry.» Der Uli verzieht das Maul. «Passt ihr Mädchen gehen so gut auf eure Sachen auf?» Diogo, seine Mutter, kann sich ein schadenfreudiges Grinsen nicht verklemmen. Hämisch, sagt sie. Das wird der Präsident, Herr Möckli, aber gar nicht freuen, dass die pfiffigen neuen Trikots nicht mehr rum sind. Anisa schluckt. Wir schauen noch hinter dem Clubhaus, sagt sie schnell. Aber auch dort ist keine blaue Tasche. «Cheyenne, was sagen wir jetzt den anderen?» «Keine Ahnung. Aber ich weiss, wer die Trikots genommen hat. Die Jungs, weil sie neidisch sind. Oder der Uli, der Platzwart.» Anisa schüttelt den Kopf. «Sicher nicht. Was soll denn mit unseren Trikots?» Cheyenne gibt nicht auf. «Keine Ahnung. Aber er ist unfreundlich und hasst den Bärli.» Anisa verdreht die Augen. «Ich meine ja nur Anisa. Und was ist mit dem Diogo seiner Mutter? Die hat mega fies grinset.» «Nein, die ist vorher erst mit dem Velo anzufahren gekommen, wo wir schon am Suchen waren.» Wohl oder übel muss Cheyenne den Mädels von Fortuna erklären, dass sie heute kein Foto machen können, weil sie jetzt gerade gehen müssen. Anisa verschwindet mit knallroten Backen in der Garderobe. Vor dem nächsten Training ist Cheyenne froh, dass niemand nach den neuen Trikots fragt. Sie steht am Spielfeldrand und schaut Anisa beim Passen zu. Heute hat sie keine Lust zum Fotos machen. Der Bärli sitzt brav neben ihr und wedelt und knurrt nur, wenn der Ball in seine Nähe kommt. Kurz darauf kommt der Diogo mit seinen Kollegen anzumarschieren. Der Diogo geht zum Kiosk und die anderen hocken hinter das Goal ins Gras. «Hey, ist das mehr so?» Einer der Buben zeigt auf den Bärli und kichert wie wild. Cheyenne schaut hässig über. Als nächstes haben die Jungs auf die Spielerinnen abgesehen. «Hey, bewegt euch! Fußball ist ein Laufsport!» «Hey, du da mit den roten Haaren, bist am Gräsli zählen?» «Das Goal ist das mit dem Netz, schon mal gehört?» Jetzt fängt auch der Bärli an zu bellen. Die Jungs stehen auf und spazieren auf die andere Seite vom Spielfeld zum grossen Baum. Cheyenne ist sich sicher, die Nervensägen haben auf jeden Fall etwas mit dem Verschwinden der Trikots zu tun. Sofort geht sie ihnen an. Der Bärli kläfft wie wild.
auch das Bärli. Wo sie beim Baum ist, sind nur noch 2 von den Jungs da. Ihr habt die neuen Trikots geklaut, ganz zu. Zuerst schauen die Jungs überrascht. Dann fängt der eine an grinsen und behauptet, sie hätten Trikots an einem geheimen Ort versteckt und sie müssen halt suchen. Cheyenne schaut um und der Bärli zieht an der Leine. Vielleicht hat er ja eine Spur. Los, Bärli, such! Ja, such, Kommissar Meersau! Der Bub platzt fast vor Lachen. Nach 2 Sekunden ist der Bärli wieder da. Aber er bringt keine Trikots, sondern eine vertrocknete, schrumpelige Bratwurst. Mega peinlich. So schnell sie kann, läuft Cheyenne mit dem Bärli davon. Vor dem Clubhaus wartet sie ungeduldig auf Anisa. Nach einer gefühlten Stunde kommt sie endlich aus der Garderobe. «Anisa, ich weiss jetzt, wer Trikots geklaut hat. Der Diogo und seine Kollegen, sie haben es sogar zugegeben. Also, nicht richtig, aber so eine Art.» Cheyenne erzählt Anisa, was die Buben gesagt haben. «Das glaube ich im Fall nicht. Die machen doch nur Sprüche. So unfaire Sachen würden die nie machen. Der Diogo freut sich jedes Mal total, wenn wir gewinnen. Alles nur Show. Die sind hässig auf euch, weil euer Team ihre Garderobe bekommen hat und sie sich jetzt im alten Schulhaus umziehen und immer dort runterlatschen müssen. Aus Rache haben sie Trikots geklaut. Checkst es, der Fall ist klar. Für mich nicht. Dann frag doch den Diogo. Anisa blitzt Cheyenne hässig an. Das ist nicht mein Diogo. Und überhaupt hätten wir das Problem nicht, wenn du die Tasche nicht einfach irgendwo stehen lassen hättest. Das sitzt. Hä? Jetzt bin ich die Schuld? Und wer hat euch die ganze Zeit gefilmt? Ich kann nicht überall gleichzeitig sein. Weisst was, Cheyenne? Es geht um den Pokal und nicht um Filmli. Ach, super, Anisa. Auf die Idee wäre ich nicht gekommen. Wenn Cheyenne Superkräfte hätte, würde sie Anisa jetzt weit wegbeamen. So hässig ist sie auf ihre Freundin. Aber Anisa läuft auch so weg. Von jetzt an kannst du allein trainieren, knurrt Cheyenne. Und wirklich, beim letzten Training vor dem Halbfinale ist kein Cheyenne rum. Alle fragen nach ihr und ob sie echt heute die neuen Trikots vorbeibringen. Sie kommt vielleicht später, sagt Anisa. Sie hat keine Lust, vom Streit zu erzählen und von den verschwundenen Trikots besser auch nicht. Immer wieder schaut sie zum Clubhaus. Sie kann sich kaum auf den Böllen konzentrieren. «Hey Anisa, was ist mit dir los?» ruft Frau Dragic. Anisa beißt auf ihre Unterlippen und passt zu der Melanie. Aber der Ball fliegt weit an der Melanie vorbei. Nach dem Duschen geht Anisa zum Kiosk. Der Diogo sitzt auf dem Bänkli und schaut auf sein Handy. Anisa weiss nicht recht, ob sie zu ihm gehen soll. Aber was, wenn Cheyenne doch recht hat? Anisa holt tief Luft und läuft auf ihn zu. Jetzt oder nie. «Hey Diogo, habt ihr unsere Trikots geklaut?» «Hä? Wieso?» Weil ihr hässig auf uns sind wegen der Garderobe.» Anisa spürt, wie ihr Herz schneller schlägt. Der Diogo schaut aufs Mal ganz ernst. «Hey Mann, sicher nicht. Aber vor der Cheyenne haben deine Kollegen so da. Mann, und das glauben die? Das sind doch nur Sprüche. Logisch scheisst es uns an, dass wir jetzt immer zum alten Schulhaus runter müssen. Aber glaubt mir, ich bin der Captain von unserem Team und so etwas Unfaires würde niemand von uns machen.» Der Diogo steht vom Bänkli auf und streckt Anisa die Hand an. «Ich schwöre.» Anisa weiss nicht mehr, was sagen. Entweder ist der Diogo ein glänzender Schauspieler oder wirklich unschuldig. Auf dem Heimweg hat Anisa null Lust, jemanden anzutreffen. Darum nimmt sie heute einen längeren Weg am alten Schulhaus vorbei. Sie denkt nach und denkt nach. Was, wenn die Trikots nicht mehr führen kommen? Ein riesiges Desaster. Wo sie bei der Glassammelstelle vorbeikommt, fährt sie schneller. Dort stinkt es immer so grusig. Beim Altkleidercontainer stehen haufenweise Säcke. Plötzlich sticht Anisa etwas Grünes und Leuchtiges ins Auge. Was ist das? Anisa kumpelt mit einem Satz vom Velo und sie glaubt nicht, was dort liegt. Neben einem Sack mit alten Gummistiefeln. Die neuen Trikots von Fortuna Wiesengrund. Anisa kumpelt in die Luft und gäuset vor Freude. Das sind unsere Trikots, zum Glück!
Sie stopft ein Trikot nach dem anderen in ihren Rucksack. Die haben auch schon besser geschmückt. So schnell sie kann, fährt sie zu der Cheyenne. Sie muss ihr alles erzählen. Zum Glück ist ihre Freundin daheim. Cheyenne, du hast im Fall recht gehabt. Irgendjemand hat Trikots geklaut und sie zu den alten Kleidern gerührt. Vielleicht eben trotzdem Buben. Sag ich doch. Danisa hat das Gefühl, dass Cheyenne immer noch hässig ist auf sie und darum sagt sie nicht, dass es der Diogo wahrscheinlich nicht war. Und sowieso, Hauptsache Trikots sind wieder da. Sind wir wieder Freundinnen? Ja, ich weiss doch, dass du mega Stress hast, Anisa. Hä, wieso? Denk, weil der Pokal mega wichtig ist für dich. Danisa grinst. Ja, voll. Sie ist froh, dass Cheyenne nicht nachtragend ist. Du kannst im Fall auch wieder mit ins Training kommen. Also, wenn du willst. Klar, muss ich doch. Jetzt, wo der Bärli fix euer Maskottchen ist. Cheyenne grinst zufrieden. Das wäre jetzt also auch geklärt. Den ganzen Nachmittag waschen Cheyenne und Danisa die dreckigen Trikots und dann tun sie es auch noch glätten. Jetzt sind sie wieder wie neu, sagt Cheyenne. Nein, sogar noch besser, weil es nicht mehr nach neu, sondern nach feinem Wäschmittel schmeckt. Danisa legt ihr Trikot an und Cheyenne macht noch mal ein paar Fotos von ihrer Bestie. Danisa strahlt über das ganze Gesicht. Jetzt bin ich ready für das Halbfinale. Dann war er da, der Tag vom Göpp-Halbfinal. Fortuna Wiesengrund muss gegen den FC Berglingen antreten. Ein Team, gegen das sie auswärts schon mal gewonnen haben. Aber dieses Mal geht es um mehr, hat Frau Dragic ihrem Team beim letzten Training eingeschärft. Vor dem Abpfiff stehen alle in ihren neuen grün-gelben Trikots im Kreis. «For you! For us! Fortunas!» Frau Dragic schaut nervös auf ihr Handy. Der Uli, der Platzwart, ist heute als Schiri eingeteilt. Aber weit und breit kein Uli. Der Benno vom Gartencenter steht am Grill und zeigt dem Diogo, wie man richtig Würst kehrt. «Haben Sie Uli gesehen?» fragt Frau Dragic. Der Benno schüttelt den Kopf. Dann bietet er an, er könnte ja der Schiedsrichter sein, weil er schaue ja die Bundesliga mit seiner Mutter und sei darum Experte. Gerade wo ihm Frau Dragic will sagen, dass das nicht lange, stolpert ein langer Lulatsch auf den Platz. «Hallo, ich bin jetzt da. Ich bin der Leandro. Mein Onkel der Ueli ist krank, aber ich bin auch schon Schiri. Wo ist das Material?» Frau Dragic schaut genervt. «Na super, was für Material suchen Sie?» «Keine Ahnung. Was man halt so braucht, so Karten und einen gelben Schiedsrichterpulli. Ah nein, ihr habt ja schon geile T-Shirts.» Die Mädchen vom gegnerischen Team fangen an zu flüstern. Der Leandro geht ins Clubhaus. Nach einer gefühlten Ewigkeit kommt er in einem viel zu kurzen hellblauen T-Shirt zurück. Und dann kann es endlich losgehen. Das Spiel ist zäh. Fortuna kommt kaum einmal zu einer Chance. Das hat aber nicht damit zu tun, wie es spielt, sondern wie der Schiri pfeift. Immer wenn sie das Duell gewinnen, pfeift er faul. Cheyenne stampft hässig ins Kies. «Hey, was pfeift der für einen Schrott zusammen?» Der Diogo hat den Grill am Benno überlassen und steht jetzt auch neben dir. «Mann, der Kollege hat keine Ahnung. Warum ist der Uli eigentlich nicht da?» Cheyenne erzählt ihm, was sie gehört hat. Nämlich, dass der Uli eben krank sei. «Hä? Ich habe den heute Morgen auf der Post gesehen. Aber Cheyenne lässt den Diogo nicht ausreden. Sie nervt sich schon wieder über den Schiri. «Hast du es gesehen? Der pfeift schon wieder faul und Melanie hat die anderen gar nicht angelangt.» Cheyenne platzt fast vor Wut. Aber dann gibt sie in der 17. Minute endlich eine Chance. Danisa passt, Carlotta rennt vorne, Nala rennt mit, Carlotta ist am Ball, Nala stürchelt und rappelt sich wieder auf, rennt an der Gegenspielerin vorbei, Pass von der Carlotta, Nala schiesst und trifft! Goal! Alle jubeln. Aber dann, der Schiri pfeift und fuchtelt mit den Armen. «Hands!» «Hä? Was soll denn da bitte ein Hands sein?» reklamiert Nala. «Und außerdem können sie das gar nicht gesehen haben, weil sie nämlich nie mitlaufen.» Zwischen der Abwehrspielerin vom FC Berglingen und der Nala gibt es Streit. Aber die anderen Spielerinnen machen weiter. Es gibt einen Freistoß. Eine Spielerin vom FC Berglingen schiesst eine Flanke, der Stürmerin direkt vor die Füße. Wo ist die Verteidigung von Fortuna Wiesengrund? Cheyenne hebt die Luft an.
Die Stürmerin schiesst. Aber die Eda im Goal hebt den Schuss mit einer Wahnsinnsparade. In der Pause gibt es nur ein Thema. Was ist mit dem Schiri los? Die Frau Dragic redet dem Mädchen gut zu. Es nutzt nichts, sich zu beklagen. Wir geben unser Bestes. Wir schaffen das. Aber auch nach der Pause pfeift der Schiri immer noch wie ein wild gewordenes Murmeltier. Und nach 10 Minuten muss Nala wegen Reklamieren vom Platz. Jetzt sind es eine weniger. Die Frau Dragic verrührt die Hände. Nicht aufgeben, Mädels! Und dann, endlich, kurz vor Schluss. Danisa ist am Ball. Sie schaut nach rechts, aber da ist keine Nala. Schon kommt die Spielerin vom FC Berglingen anzurennen. Ausgerechnet die grosse Blonde. Danisa schiesst ihr zwischen den Beinen durch, rennt vor und zielt direkt aufs Goal und trifft. Spektakulär! Alle johlen und Cheyenne am lautesten. Das Mal muss der Schiri das Goal anerkennen. Und Fortuna gönnt dank dem Weltklasse-Schuss von der Anisa mit 1:0. Sie sind im Finale. Nach dem Duschen stehen alle erschöpft, aber auch erleichtert am Grill. Sie haben es geschafft. Fortuna ist im Finale. Aber natürlich ist auch der unbegabte Schiri ein Thema. Danisa rattert nochmal alle Fehlentscheidungen ab. Der Diogo fuchtelt mit der Grillzange rum. Der weiss wahrscheinlich selber, dass er einen Blödsinn zusammengepfiffen hat. Kaum ist das Spiel fertig war, ist er gerade zum Uli ins Auto gekumpelt. Wieso zum Uli? Der ist doch krank. Der Diogo sagt jetzt das, was er der Cheyenne vorher schon erzählen wollte. Nämlich, dass er den Uli am Morgen auf der Post gesehen hätte. Aber vielleicht sei er trotzdem ein bisschen balla, weil vorher hat er dem Superschiri auch noch ein paar Nötchen übergeschoben. Mann, so einfach will ich auch mal verdienen. Aber ich muss jeden Samstag Würst grillieren. Dabei bin ich Vegetarier. Das ist eine echte Zumutung. Der Diogo schaut missmutig auf die Grillzange. Cheyenne gibt der Anisa einen Schupf, dass er fast die Wurst aus der Hand fällt. «Hey Leute, wisst ihr was? Jetzt check ich's! Der Typ war gekauft, der hat extra schlecht gepfiffen!» Anisa will das nicht recht glauben. Der Uli ist zwar ein unfreundlicher Miesepeter, aber dass er seinen Neffen besticht? Nein, da übertreibt Cheyenne. Aber Cheyenne lässt nicht locker und will, dass Anisa alles der Frau Dragic erzählt. Und zwar jetzt. Die Frau Dragic hört dem Mädchen zwar zu, aber auch sie lässt sich nicht überzeugen. Das ist schon heftig, was ihr da erzählt. Wenn man sowas behauptet, muss man es auch beweisen können. Aber der Diogo hat doch gesehen, wie der Uli ihm Geld gegeben hat. Ja, aber das ist noch kein Beweis, dass er den Schiri bestochen hat. Außerdem sind er und der Mario Möckli, unser Präsident, gute Kollegen. Also Mädels, wir haben gewonnen und stehen im Finale. Ich möchte das auf dem beruhen lassen. Cheyenne ist enttäuscht. Aber die Frau Dragic sagt, das Wichtigste sei jetzt, sich auf das Finale vorzubereiten. Alles andere sei Nebenschauplätze. Wir wollen den Cup gewinnen. Und dann sagt Frau Dragic, dass der Pokal schon bald bei ihnen im Clubhaus stehe. Der werde nämlich schon in den ersten Tagen vorbeigebracht. «Hä, wieso?» fragt Anisa. «Weil der Final bei uns ausgetragen wird.» Die Frau Dragic blinzelt der Anisa verschwörerisch zu und der Anisa ihr Herz klopft bis zum Hals. Jetzt geht es nicht mehr lang bis zum grossen Entscheidungsspiel. Nach dem Halbfinale sind die Juniorinnen von Fortuna so selbstsicher wie noch nie und in bester Laune. 2 Tage vor dem Finale stehen der Präsident Mario Möckli und der Platzwart Ueli Müller vor dem Clubhaus. Auch der Benno Burkhardt ist da und schnippelt die Blättchen vom kugelförmigen Buchsbaum neben dem Clubhaus zurecht. Der Mario Möckli hat etwas Goldiges, Glänziges unter dem Arm. «Haben Sie schon gewonnen?» fragt der Benno den Uli. «Natürlich nicht. Das letzte Spiel ist noch nicht gespielt.» Anisa rennt aufgeregt über den Rasen. «Der Präsident hat den Pokal gebracht. Mega schön mit goldigen Bändern.» Frau Dragic grinst. «Der ist jetzt bei uns im Clubhaus, bis das Spiel ausgetragen ist. Und danach bleibt er hoffentlich auch bei uns. Wir haben es in der Hand, Mädels. Es gibt keinen Grund, warum wir den Pokal nicht holen sollten.» Alle wollen den Pokal anschauen. «Ich will ihn jetzt schon küssen», ruft Anisa. «Stopp, das bringt Unglück!»
Nach dem Training sitzen Cheyenne und Danisa noch lange unter einem Baum neben dem Spielfeld und schauen den ganz Kleinen beim Shooten zu. Danisa zeigt auf einen kleinen Bub. In diesem Alter habe ich immer mit meinen Cousins gespielt. Die haben die ganze Zeit geblufft und gesagt, wie gut sie sind. Und jetzt bin ich viel weiter als die. Ich weiss jetzt endlich, was ich will. Hä, wie meinst du das, Danisa? Ich will Profifußballerin werden. Danisa erzählte Cheyenne stolz, dass Frau Dragic ihr gesagt hätte, sie müsse unbedingt dranbleiben, weil sie wirklich Talent hätte. Und Cheyenne sagt, dass sie am liebsten Modedesignerin werden würde, weil auch alle sagen, sie hätte Talent. Und wenn Danisa eine berühmte Fußballerin sei, tue sie ihr die coolsten Outfits designen. Die Mädchen merken nicht, wie die Zeit vergeht. Niemand ist mehr auf dem Platz. Die Flutlichter werfen ihr weißes Licht auf den Rasen. Cheyenne hat Hunger und will heim. Und vor allem findet sie es langsam ein bisschen unheimlich am Abend ganz allein auf dem Platz. Zusammen sprinten sie über die Wiese und von dort den Weg durchab. Sie sind schon fast beim alten Schulhaus, wo Danisa merkt, dass sie ihr Handy da oben im Spind vergessen hat. «Shit, ich muss noch mal rasch zurück.» «Ist gut, ich warte da, aber pressiere, ich bin am Verhungern.» Danisa rennt zurück den Weg auf und über den Rasen. Sie ist schon fast bei der Garderobe. Da hört sie plötzlich eine Musik. «Hä, was ist das?» Danisa bleibt stehen. «Ist da jemand?» ruft sie. Ihr Herz schlägt schneller. Dann hört die Musik auf. Es ist ganz still. Und plötzlich, bäm, gehen die Flutlichter aus. Es ist stockdunkel. Vor Schreck bisselt Danisa fast in die Hose. Und dann hört sie eine Stimme. «Was hast du hier noch verloren? Das ist kein Kinderspielplatz.» Es ist der Ueli, der Platzwart. Er staucht Danisa zusammen, was sie da mache so spät am Abend. «Bist schon weg?» stackelt Danisa. Schnell rennt sie in die Garderobe und holt ihr Handy. Beim Schulhaus wartet immer noch Cheyenne. «Endlich!» sagt sie ungeduldig. «Sorry!» Jetzt aber nichts wie heim. Nur noch ein Tag bis zum grossen Cup-Final. Nach dem Training will Cheyenne unbedingt noch mal ein neues Teamfoto mit dem Maskottchen Bärli machen. Der Ueli ist dran, die Seitenlinie mit weißer Farbe nachzuziehen. Und der Bärli gumpelt kläffend hinter ihm her. «Hey, das Viech gehört nicht auf den Platz! Für ein und allemal! Wie manchmal muss ich das noch sagen?» schimpft er. Gerade wo ihm Cheyenne erklären will, dass der Bärli wichtig ist, weil er das Maskottchen sei, kommt Nala aus dem Clubhaus zu rennen. Sie ist kreideweiss. «Der Pokal ist weg!» «Wie weg?» Die Spielerinnen laufen der Nala hinten ins Clubhaus. «Da, schaut doch selber!» Nala zeigt aufs leere Tableau, wo gestern noch der Pokal goldig glänzt hat. Alle stehen im Clubhaus. Eine Aufregung. «Wieso ist der Pokal weg? Hat ihn jemand geholt? Oder geklaut?» Jetzt kommt auch der Ueli Müller, der Platzwart, ins Clubhaus. «Was ist hier los?» «Der Pokal ist verschwunden!» ruft Nala. «Wissen Sie, ob der Herr Möckli ihn wieder zurückgeholt hat?» Nala zeigt aufs leere Tableau. Der Ueli runzelt die Stirn. «Ich weiss von nichts, aber fragt doch eure Kollegin, die war gestern noch spät hier am Rumlungern. Der Ueli zeigt auf Danisa. Danisa zuckt zusammen. «Ja, aber ich bin nur mein Handy geholt. Ich habe sicher nicht den Pokal genommen. Und vor allem, die Tür war gar nicht abgeschlossen. Da hätte jeder rein können.» Alle schauen zu der Anisa. «So, Mensch, ausser dir habe ich also niemanden gesehen.» Die Nala macht einen Schritt auf Danisa zu. «Also, falls du den Pokal genommen hast, musst du es sagen, auch wenn es nur ein Streich war.» Danisa schüttelt hässig den Kopf. «Nein, wieso ich? Geht's noch? Wieso sollte ich den Pokal klauen?» «Keine Ahnung. Vielleicht hat sie dort ja ein Foto machen. Nala zeigt auf Cheyenne. «Das nervt sowieso langsam mit dem Foteln. Wir müssen uns aufs Spielen konzentrieren. Und ich finde es auf jeden Fall komisch, dass du ausgerechnet gestern Abend, wo der Pokal weggekommen ist, hier im Clubhaus warst. So gemein, das ist nicht ihre Schuld», ruft Cheyenne. Die Mädchen von Fortuna Wiesengrund stehen immer noch vor einem leeren Regal. Danisa hat nichts damit zu tun und ich auch nicht. Aber es nützt alles nichts. Niemand scheint ihnen zu glauben. In der Garderobe ist die Stimmung richtig mies.
Anisa ist den Tränen nahe. Wieso glaubt ihr niemand? Mit hängenden Schultern schleicht sie aus der Garderobe. Der Ueli Müller macht als einziger einen zufriedenen Eindruck. Er pfeift ein Liedli und bützelt etwas am Töckeli-Kasten herum. Dann holt er für sich und eine der Bubenmütter einen Kaffee am Kiosk. Die beiden lachen laut über irgendeinen blöden Witz von Ueli. Cheyenne beobachtet ihn und platzt fast vor Wut. Wieso tut er so scheinheilig? Mit einem hochroten Kopf geht sie auf ihn zu. Sie haben doch den Pokal. Sie wollen nicht, dass Fortuna gönnt. Darum haben sie auch ihren komischen Neffen als Schiri geschickt und behaupten, sie selber seien krank. Dabei sind sie gesund gewesen. Geben sie es zu. Aber der Ueli lässt sich nicht provozieren. Was bildest du dir eigentlich ein, Madame? Ich habe noch andere Sachen zu tun, als Mädchenschuten zu pfeifen. Und für einen, der zum ersten Mal Schiri war, hat der Leandro seine Sache ganz ordentlich gemacht. Cheyenne sieht, wie Anisa auf einem Bänkchen neben der Garderobe sitzt. Sie sieht aus, als würde sie nächstens anfangen zu brüllen. Cheyenne will ihre beste Freundin trösten. «Ich spiele morgen nicht», sagt Anisa. «Alle haben das Gefühl, ich habe etwas mit dem Verschwinden vom Pokal zu tun.» Cheyenne packt sie am Arm. «Hey, geht's noch? Sicher spielst du, Anisa. Aufgeben ist keine Option, verstehst du?» Anisa nickt tapfer und Cheyenne tippt etwas auf einen Handy-Notizzettel. Wer könnte alles etwas mit dem Verschwinden vom Pokal zu tun haben? Die Buben? Nein, jetzt musst du nicht schon wieder mit denen kommen, Cheyenne. Ja, schon gut, Anisa. Aber ich sag dir, ihre Mütter sind sicher verdächtig. Und der Ueli Müller schreibe ich auch auf. Der ist mega verdächtig. Wer gemein zum Bärli ist zu allem fähig. Anisa schlägt vor, noch mal alles genau abzusuchen. Vielleicht hat ja gleich noch jemand einen blöden Streich spielen. Cheyenne und Anisa durchsuchen das Clubhaus bis in den hintersten Ecken. Sogar im Lagerräumchen schauen sie nach und auch auf den WCs. Aber der Pokal ist niemand. Enttäuscht laufen sie über den Platz. «Also, ich glaube immer noch, der Hauptverdächtige ist der Hundehasser Ueli», sagt Cheyenne. «Wieso bist du dir so sicher?» «Ja, überleg doch mal. Der Ueli findet Frauenfußball blöd. Er hat seinen unfähigen Neffen als Schiri eingesetzt, der nur gegen euch gepfiffen hat. Der Ueli muss etwas mit dem Verschwinden vom Pokal zu tun haben.» Anisa nickt. Nur nützt das leider nicht. Sie können ja schlecht zum Ueli heim, um alles zu durchsuchen. Das muss sogar Cheyenne einsehen. In dieser Nacht kann Anisa kaum schlafen. Sie dreht sich immer wieder von einer Seite auf die andere. Was machen sie nur, wenn der Pokal bis morgen nicht wieder rum ist? Ohne Pokal können sie nicht spielen und von allein kommt er sicher nicht zurück. Am Morgen, wo Cheyenne Anisa abholt, sieht Anisa aus wie ein Panda-Bär. Schwarze Augenhöhlen und ein weißes Gesicht. Aber Cheyenne sieht auch nicht viel fitter aus. Nicht einmal der Bärli mag wedeln, den er Anisa sieht. «Weiss es Frau Dragic?» Anisa nickt. «Wir haben einen Gruppenchat.» Als sie zum Spielfeld kommen, sind alle schon da, obwohl das Aufwärmtraining erst später anfängt. Frau Dragic schaut ernst. «Also, wenn du, Anisa, etwas mit dem Verschwinden...» «Nein!» schreit Anisa. Und jetzt fängt sie wirklich an zu brüllen. «Wieso denken alle, ich sei die Schuld?» «Gut, es ist ganz einfach. Ohne Pokal gibt's kein Spiel.» Sie schaut auf ihre Uhr. 9:30. Um 12 Uhr werde ich den Mario Möckli informieren. Also, wer auch immer etwas damit zu tun hat, hat jetzt noch eine Chance, die Sache in Ordnung zu bringen. Sonst Ende Gelände. Anisa nimmt ihre Sporttasche und will nur noch heim. Aber Cheyenne redet auf ihre beste Freundin ein. «Jetzt nicht aufgeben, Anisa, wir finden den Weg!» So wirklich glaubt das aber auch Cheyenne nicht mehr. Sie und der Bärli lassen beide den Kopf hängen. Ein paar vom Team üben Freistöße und Anisa jongliert nebendran den Böllen von einem Fuß zum anderen. Niemand weiss so richtig, was machen. Cheyenne steht mit dem Bärli am Spielfeldrand und stupft mit ihren Schuhspitzen Kies ins Gras. Und dann kommt der Diogo zu der Cheyenne. «Mann, echt krass. Ich habe gehört, der Pokal sei weg. Mega fies.» Cheyenne hat keine Lust auf den Diogo sein Gelaber und tut so, wie wenn er Luft wäre. Dann kommt Anisa zu ihnen. Der Diogo versucht, sie aufzumuntern. «Hey Mann, Anisa, der Pokal taucht schon wieder auf.» Cheyenne verdreht die Augen. «Ja super, einfach so, gell? Hast du sonst noch eine Idee?»
Keine Ahnung. Wer war denn zuletzt im Clubhaus? Der Uli Müller, sagt Cheyenne mit Grabesstimme. Ja, aber der klaut keinen Pokal. Der würde gerade seinen Job verlieren, wenn das Haus käme. Der Diogo schlägt vor, alles abzusuchen. «Wir haben eigentlich schon überall geschaut, Bro», sagt Cheyenne genervt. Danisa schaut auf die Uhr. Es ist schon 10:30. Ich glaube, wir können es vergessen. Cheyenne sagt, sie will mit dem Bärli noch mal um den Platz laufen. Der Bärli ist ein mega guter Spürhund. Danisa und der Diogo laufen hinter den beiden her. Sie sind schon fast beim grossen Baum, wo... Wartet, was ist das? Danisa bleibt stehen und lust. Der Diogo zuckt mit den Schultern. Das tönt wie ein alter Handyklingelton. Ja, und genau diese Melodie habe ich gehört, als ich mein Handy geholt habe, in dieser Nacht auf dem Platz, sagt Danisa ganz aufgeregt. Ja und? Fragt der Diogo verwirrt. Checkst du es nicht? Das heisst, der Mensch, der das Handy gehört, der war auch der. Genial, Anisa! Eine Spur! Ruft Cheyenne. Der Ton ist von da vorne gekommen. Kommt schnell! Die 3 rennen zum Gartencenter führen. Hinter einem Gebüsch, vor der Wiese mit den Skulpturen bleiben sie stehen und hören. Psst! Hört ihr das? Danisa spitzt die Ohren und der Bärli zieht an der Leine. Ja klar, Mami, klar. Das ist der Benno Burkhardt. Dem gehört das Gartencenter, sagt Diogo mit lauter Stimme. Psst! Cheyenne gibt ihm einen Box und der Diogo steht dem Bärli vor Schreck aufs Pfötli. Der Bärli jault und reißt sich los. Ja, Mami. Natürlich tue ich deine Geranien umtopfen. Hey, nicht dort ein bisschen. Nein, nicht du, Mami. Der Bärli lupft sein Bein und schnüffelt am Reh aus Marmor. Bärli, komm zurück, ruft Cheyenne. Weg da, Sauköter, schimpft der Benno Burkhardt. Darauf jagt der Bärli wie ein Pfeil in den Schuppen. Hey, stopp! Das ist privat! Käferli, was ist los? Ruft eine aufgeregte Stimme aus dem Handy. In dem Moment kommt der Bärli wieder aus dem Schuppen. Er bleibt genau vor dem Benno stehen und hustet und würgt. Oh nein! Er hat im Schuppen Gift gefressen! Cheyenne hebt sich vor Schreck die Hand vors Maul. Der Bärli würgt dem Benno ein goldiges Bändeli vor die Füße. Ich glaub's nicht! Das ist ein Bändeli vom Pokal! Kommt! Jetzt wissen wir, wo der Pokal ist! Die 3 rennen in den Schuppen und innen hinten der Benno. Hey, geht's noch? Ihr habt dort innen nichts verloren! Cheyenne leuchtet mit ihrem Handy im Schuppen um. Und dann sieht sie's. Oh mein Gott, der Pokal! Dort vorne steht er! Sie haben ihn geklaut, ruft Danisa empört. Und der Diogo schüttelt ungläubig den Kopf. Ich rufe dir später noch mal an, Mami, sagt der Benno leislich in sein Handy. Zuerst versucht der Benno, alles abzustreiten. Er wüsste auch nicht, wie der Pokal zu ihm in den Schuppen gekommen sei. Aber wo Danisa sagt, sie hätte ihn am Abend, wo der Pokal weggekommen sei, höchstpersönlich gesehen aus dem Clubhaus laufen, gibt er alles zu. Cheyenne schaut ihre Freundin erstaunt an. «Hä? Wieso hast du denn das nicht gesagt?» Aber Danisa macht ihr ein Zeichen, sie soll ruhig sein. «Ihr versteht das nicht. Mein Gartencenter ist mein Leben. Und wo sollen meine Marmortierli hin? Der Uli hat gesagt, alles kommt weg und das ist doch ein Jammer wegen dem bisschen Frauenfußball.» Der Benno tönt ziemlich zerknirscht. «Zum Glück weiss ihre Mutter nichts davon», sagt Cheyenne streng. Und Danisa und Diogo können sich ein Lachen nicht verkneifen. Danisa schaut auf ihr Handy. «Hey, es ist fast 12 Uhr. Wir müssen los, sonst ist alles zu spät.» So schnell sie können, rennen die 3 zurück zum Clubhaus. Cheyenne hebt den Pokal fest unter dem Arm. «Ich wollte immer Influencerin oder Modedesignerin werden. Aber jetzt will ich, Detektivin. Und du, Anisa, Schauspielerin. Der Benno Burkhardt ist voll auf deinen Bluff hineingefallen.» Sie sind gerade noch rechtzeitig beim Clubhaus. Frau Dragic hat Mario Möckli noch nicht informiert. Danisa erzählt Frau Dragic alles, was passiert ist. Ihre Teamkolleginnen stehen um sie herum und klatschen und jubeln. «Ihr glaubt gar nicht, Mädels, mir fällt das Matterhorn vom Herzen. Und euch erst!» Die Frau Dragic sagt, dass man den Benno eigentlich anzeigen müsste. Aber sie hat, glaube ich, eine bessere Idee.
Was will sie aber den Mädchen auf gar keinen Fall verraten? Nach all dieser Aufregung muss sich das Team von Fortuna Wiesengrund jetzt nämlich aufs Spiel konzentrieren. Punkt 2 ist Abpfiff. «Wir reissen's!» schreit Nala und umarmt Danisa. Ganz klar, Danisa grinst. Und wirklich, Fortuna sind von Anfang an klar überlegen. Danisa spielt so gut wie noch nie. Sie dribbelt auf die Verteidigerin zu, bleibt stehen, tut so, als würde sie in die eine Richtung laufen und dann geht sie in die andere. Die Verteidigerin bleibt verwirrt stehen. Danisa passt und Nala schiesst. Goal! Cheyenne reißt dem Diogo das Handy aus der Hand. «Mein Akku ist unten, Bro, ich muss weiter filmen!» Fortuna gewinnt 3:1. Am Ende des Spiels rennen alle auf den Rasen. Und natürlich ist auch der Präsident, Mario Möckli, da. Er verkündet stolz, der Pokal, der bleibe jetzt im Clubhaus. Und dann erzählt der Präsident, er hätte noch mehr gute Nachrichten. Es gäbe den neuen Rasen. Und der Benno Burkhardt vom Gartencenter hätte gesagt, er zahle für die Beschaffung des neuen Rasen einen grösseren Betrag in die Clubkasse ein. Offenbar bin ich nicht der Einzige, der den Frauenfußball am Herzen liegt. Die Frau Dragic zwinkert der Cheyenne und der Anisa verschwörerisch zu. Aber für die Anisa ist der Fall noch nicht geklärt. «Ich würde einfach noch gerne wissen, wer denn unsere Trikots geklaut hat», sagt sie mit lauter Stimme. Eine Mutter, die neben ihr steht, zuckt zusammen. «Das ist doch jetzt nicht mehr wichtig», sagt sie und schaut zu ihrer Kollegin. «Ja, Hauptsache unsere tollen Juniorinnen haben gewonnen. Bravo!» Daraufhin laden beide Teams zu Wurst- und Herdöpfelsalat ein und bieten sogar an, für die 10 nächsten Spiele alle Trikots zu waschen. Es ging darum gerade in der gleichen Wäsche mit den Bubentrikots. «Und wenn wir wieder einmal keinen Schiri haben, fragen wir den Diogo», sagt Anisa. Jetzt ist es der Diogo, der rote Backen hat. Anisa ist überglücklich. «Endlich kann ich den Pokal küssen», ruft sie und hebt ihn hoch in die Luft. Auch Cheyenne ist zufrieden. Ohne Bärli hätten wir es nie geschafft. Cheyenne erzählt allen stolz, was für ein Held ihre Bärli sei. Also eigentlich schon jetzt eine Legende. Und darum darf er jetzt auch einen Pokal schnüffeln. Aber nur schnüffeln, nicht markieren, grinst Anisa. Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.